bevor ich beginne, ich möchte heute feiern, weil Feiern ist eine Kultur von ICF Zürich. Letzten Sonntag haben wir mit den Locations einen neuen Besucherrekord erlebt und das sage ich alle 3 Wochen. Aber die Kirche wächst einfach und jede Person, die neu dazukommt, ist ein Wunder Gottes in den Microchurches hier und auch in der Loft. Und lasst uns Gott für das einen Applaus geben, dass Gott macht großartige Dinge in unserer Mitte. Wir werden nicht müde, ihm Danke zu sagen. So, und ich halte meine Hand hoch, weil wir gehen jetzt zusammen in eine Fastenwoche. Für die, die nicht fasten, Gratulation, ich bewundere euch. Und die fasten, ich bewundere euch auch. Mit anderen Worten, ich bewundere immer alles, ist ja immer alles freiwillig im ICF Zürich. Und ich möchte euch ganz kurz mitnehmen. Letzten Sonntag haben wir so einen Bag abgegeben. Das ist so, kommt aus der katholischen Kirche, wo ich ganz bewusst die nächsten 21 Tage auf Dinge verzichte, kein Friseur, das sieht man jetzt bei mir, das wächst ganz krass, oder? Nee, ich gehe nächste Woche, weil ich muss. Ich hatte ein Feedback bekommen von meiner Frau und da musst du natürlich gehen. Aber man spart Dinge und man tut das einfach so drauf auf die Küche oder beim Dings und man bringt das dann nach 3 Wochen. Wenn du das noch nicht hast und du rausgehst heute, kannst du mitnehmen für dich, für deine Kinder, für deine Verwandtschaft, für deine Eltern, für alles. Dann haben wir ein Buch geschrieben, wir haben schon Tausende von diesem Stück verkauft und ich bin mega dankbar für dieses Buch, weil es geht darum, wie können wir in diesen Finanzen frei werden. Und wir beginnen morgen mit dem Kapitel Nummer 1. Hat schon Leute gehabt, die haben alles schon durchgelesen. Gratulation, Spirit Gonzales. Aber die meisten von uns, wir beginnen morgen mit der Andacht während 21 Tage. Und wenn man fastet, und ich beginne morgen, ich werde 5 Wochen fasten, sau lange. Ob ich mich freue? Nein. Resultat? Ja. Aber wenn du mal drin bist, bist du drin. Und ich möchte heute symbolisch für alle, die fasten und die nicht fasten, eigentlich für alle, einfach eine Tischbombe anzünden, weil wir feiern 21 Tage Fasten. Warte nur, kommt schon. Come on and praise the Lord. Ist das ein Scheissdreck da? Nein, ihr wollte. Er brennt gar nicht. Bring mal noch eine zweite, bitte. Oh, jetzt kommt's. Oh, feiern! Oh! Ja, wir feiern. Nee. Wir feiern, genau, ich feiere einfach, das ist der Startschuss von unserer Fastenserie. Haben wir noch nie gemacht, ein bisschen lange gedauert, aber stinkt das unglaublich krass. So, ich möchte beten, weil es ist eine Serie über Finanzen. Ganz kurz, ich habe ein Slide mitgebracht, da habe ich vergessen zu sagen, warum faste ich? Und zwar, wenn es um die Finanzen geht, ich spreche jetzt von mir, nicht von dir, ich habe mindestens 2 Punkte auf dieser Slide, wo ich merke, heiter Fahne, der Leo steht da auf diesem Slide. Und wenn ich faste, faste ich in erster Linie für mich und nicht einfach ich mache was zuerst für mich. Oder ich mache dann 2 Wochen länger, weil wir haben ein Ostermusical. Ich faste da auch nochmals, weil werden Leute eingeladen und ich möchte, dass Menschen zum Glauben kommen. Und ich habe da drauf 2 Themen, die ich merke, die muss ich anpacken in meinem zarten Alter. Also man ist nie zu alt, um zu lernen. Und ich habe 6 Punkte aufgeschrieben, wo ich mir wünsche, wo Gott ein Wunder macht. Und diese 6 Punkte kann ich nicht selber machen, aber ich wünsche mir, dass Gott ein Wunder bewirkt. Dass von 6 sage ich Gott, wenn du 4 erhörst, bin ich dankbar, 3 ist auch okay. Lieber machst du viel, wenn Gott dann die Hälfte macht, sind es 5 oder 4. Hast einen Wunsch, hört es Gott nicht, hast du nichts. Darum mach 7, 3 ist die Hälfte. Verstehst du meine Logik? Macht keinen Sinn, ich weiß. Vater, ich danke dir einfach für diese Serie, wo wir mittendrin sind. Das löst so vieles aus in meinem eigenen Leben. Und ich halte dir mein Herz hin und es ist manchmal ein komplexes, schwieriges, störrisches, stures Herz. Aber ich bin so dankbar, dass du mich da abholst, wo ich bin und dahin führst, wo ich hingehöre. Eine Frau, einen Mann, der in der Freiheit Gottes lebt und sagen kann, Jahwe Jireh, Gott ist mein Versorger in allen Facetten von meinem Leben. Wir sagen zusammen, Gott, hilf uns in der Fastenzeit. Bring die Themen hervor, die hervorkommen müssen. Behalte mich von dem fern, was nicht hervorkommen muss.
und du kennst das Maß, das ich auch tragen kann. Gib mir Kraft, es durchzuziehen und gib den Leuten Kraft, die nicht fasten, es auch durchzuziehen. Amen. Ja, ich bin immer für beide. Ihr Lieben, als ich zum Glauben gekommen bin, mit 18 Jahren und ich ging in eine Kirche, habe ich 3 Eigenschaften über Finanzen entdeckt, wo ich keine Ahnung hatte. Die einen sind so mehr die Armutsevangelisten. Armut bedeutet, ein Christ ist nicht reich, ein Christ fährt kein schönes Auto, Gucci, Prada kannst du vergessen. Und dann schaut man ganz, ganz neidisch auf die, die reich sind und sagen, das ist dekadent. Und bevor ein Reicher in den Himmel kommt, durch das Nadelöhr kommt ein Kamel in den Himmel, nimmst alle Bibeltexte und du denkst plötzlich, ein guter Christ, der benutzt den Teebeutel 2-mal. Okay, also so. Dann die andere Gruppe, die waren so Wohlstandsevangelisten. Ein Christ ist reich, ein Christ fährt einen Porsche Minimum. Und ein Christ wird nie krank, weil er ist immer forever young, forever fresh und immer Cash. Und dann schauen die reichen Wohlstands, schauen auf die Armutschristen runter, ihr Armen, ihr da unten, ihr seid so bieder. Und dann die biederen Christen schauen hoch und sagen, ihr seid so dekadent. Und ich hatte von all dem keine Ahnung, war ich katholisch aufgewachsen, die Kirchen sind reich. Und dann habe ich gemerkt, es gibt eine dritte Gruppe, und das sind möglichkeitsdenkende Menschen. Möglichkeitsdenkende Menschen sagen wie Paulus, ob ich viel habe oder wenig habe. Merkst du, Finger draußen auf beide Seiten. Ob ich kalt habe oder warm habe. Gott gibt mir die Kraft und er ist mein Versorger jeden einzelnen Tag. Und die Gnade und Güte sind reicht für heute. Ich erkläre euch diese 3 Gruppen ganz einfach. Applaus ab. Ich erkläre euch die 3 Gruppen ganz einfach. Wenn du zum Beispiel viel Geld verdienst, dann sagt der Stolze, ich hätte noch mehr verdienen können. Der Armut sagt, ich fühle mich schuldig, dass ich so viel verdiene, weil andere Menschen haben gar nichts. Und der Dankbare sagt immer, danke, Gott ist mein Versorger. Hast du ein wunderschönes Haus? Dann sagt der Stolze, ja, wir sind dran, ein schönes, größeres, besseres Haus zu bauen. Der Armutschrist sagt, es war ein Schnäppchen. Und der Dankbare sagt, ja, wir sind gesegnet. Hast du einen schönen Anzug? Und der sagt, wow, ist ein schöner Anzug. Der Stolz sagt, ist maßgeschneidert. Und der Armutschrist sagt, es war ein Schnäppchen. Und der Dankbare sagt, merci, danke. Zum Beispiel hast du ein schönes Auto, sagt der Stolze, ich habe zu Hause noch 3 andere. Der Armutschrist sagt, es ist mein Firmenauto. Und der Dankbare sagt, danke. Merkst du, 3 komplett verschiedene Antworten. Und ich finde es hochinteressant, ich möchte euch diesen Bibeltext vorlesen. In 5. Moses 8, Vers 18. Denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, von dem ihr die Kraft bekommen habt, all diesen Reichtum zu erwerben. Ohne Gott keinen Reichtum. Denn er hält sich an den Bund. Bund kannst du ganz kurz mal unterstreichen. Den er mit eurem Vorfahren geschlossen hat. Und er gilt noch bis heute. Der Punkt ist das, die Beziehung zu Gott ist keine Liebesbeziehung. Man sagt immer, ich liebe Gott oder ich liebe meine Frau, ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Kinder. Es gibt einen Bund. An der Hochzeit sagst du nicht, ich liebe dich für immer, sondern ich mache einen Bund. Einen Bund bedeutet im Alten Testament, das waren 2 Parteien und der eine gab dem anderen den Mantel und sagte, alles was ich habe, alles was ich besitze, gebe ich dir, ich gehöre dir für immer. Und der andere sagte, alles was ich habe, gebe ich dir, das gehört dir für immer. Das ist ein Bund. Du sagst, was dir gehört, gehört mir. Wir machen einen Bund mit Gott. Und liebe Leute, wer ist der Gewinner im Bund? Nicht Gott. Gott hat schon alles. Und Gott sagt, okay, ich gebe, was ich habe, alles. Wir sind der Gewinner mit dem Bund von diesem Gott im Himmel. Das heißt, der Himmel steht uns offen. Amen. Lass uns Gott für das Applaus geben. Der Himmel steht uns offen. Warum ist der Bund entscheidend? Ich habe 2 Statistiken mitgebracht und sie sind, wie sie sind. Die Verschuldung in Europa bei jungen Menschen zwischen 18 und 29 ist
45-50% der jungen Leute haben Schulden. Das heißt, sie sind keine guten Verwalter von dem, was Gott dir anvertraut hat. Ich sage es mal ganz, ganz, ganz krass. Schulden zu machen bedeutet, du lebst über dem und du musst auf gewisse Dinge Nein sagen. Die zweite Statistik, die ist noch krasser, die sagt aus, 60-70% von allen jungen Menschen sagen, wir haben Angst für die Zukunft. Und 50% sagen, der Wohlstand der Eltern wird nicht reichen. Und 70% sagen, Immobilien werden wir nie besitzen, es ist unmöglich. Und wenn man diese Statistik anschaut, und das hat auch mit uns viel zu tun, auch Microchurch und auch in der Loft und auch online, dann vergessen wir sind treue Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut hat. Und zweitens ist, die Umstände werden sich immer ändern. Aber Gottes Charakter wird sich nie ändern. Wenn Gott mit uns einen Bund macht, wird Gott sagen, in guten wie in schwierigen Zeiten werde ich nie dich verlassen. Meine Gegenwart, meine Präsenz, meine Gunst, meine Fürsorge wird immer bei euch sein. Die Wirtschaft mag hoch unten sein, aber die Charakter der Eigenschaft Gottes nie in unserem Leben. Und das heißt in Matthäus 6, Vers 24, und es ist der Herzenspunkt, du merkst, Finanzen geht es um mein Herz, und wenn es nur eine sachliche Sache wäre, wäre es mega sachlich. Jesus sagt es ganz, ganz klar in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird der einen hassen und den anderen lieben, oder wird den anderen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich erkläre euch das ganz einfach. Ich habe eine Dollarnote genommen, keine Schweizer Note, kein Euro, weil Dollar ist international. Der Mammon, sagt Jesus, das ist aramäisch, kommt von dem Wort, du hast ein Besitz, Vermögen und Materielles. Und Jesus sagt, wir hängen unser Herz so oft an unserem Job, an den Finanzen, an diesem Haus, an einem Hund, an einer Katze, an Dingen, wo du plötzlich merkst, es nimmt mein Herz an. Es ist kaufen und verkaufen. Der Mammon sagt, du musst nehmen. Nehmen heißt, es gehört mir. Ich habe das Recht und niemand hat das Recht, das von mir wegzunehmen. Das ist der Geist vom Mammon. Und du spürst, wenn du geizig bist, wenn du Schulden hast, wenn du Ängste hast, du spürst diesen Geist vom Mammon. Mega krass. Und dann sagt Gott, oder du vertraust auf die gebende Hand von Gott. Gott heißt Jahwe, hebräisch, ich bin, der ewig Gültige. Es ist ein Geben und dann nimmst du, und es ist eigentlich das Reich von Gott, ist Geben. Du merkst, es sind zwei komplett verschiedene Systeme und das sagen die meisten von uns, ja, ich bin neutral, so in der Mitte. Ich finde das nicht gut und das auch schwierig. So, ich habe meine eigene Meinung aufgebaut. Jesus sagt, du bist entweder der Geist vom Mammon bestimmt dein System oder das System Gottes und es gibt kein dazwischen. Ich erkläre euch warum. Wir Christen wollen oft den Segen von Gott, ohne die Prinzipien von Gott zu verstehen. Das Reich von Gott ist komplett anders als der Mammon. Jesus sagt, wer der Größte sein will, der beginnt zu dienen. Wer das Leben gewinnen will, verliere es. Und halt die eine Backe hin, dann halt die andere Backe auch noch hin. Jesus sagt, segnet die Feinde, die dich verfluchen, segne, und du merkst plötzlich, das geht materiell, seelisch, alles nicht auf, weil das Reich Gottes hat ganz andere Prinzipien. Ganz kurz, bevor Jan kommt. Das System vom Mammon sagt Folgendes. Ich verspreche dir Glück, weil Materielles bringt auch Glück. Es gibt eine unsichtbare Sicherheit, verleiht falsche Identität. Ich beginne zu vergleichen. Vergleichen ist immer total der Mammon, weil Gott vergleicht nicht. Gott kennt nicht das Vergleichen. Schön, klein, dick, dünn. Gott sagt, du bist ein wunderbares Geschöpf. Es fordert falsche Großigkeit, man beginnt zu geben, damit es alle sehen, oder? Und es führt immer zu Manipulation. Jakob sagte im Alten Testament, jetzt muss er gut hören,
Jakob sagte zu Gott, wenn du mich segnest, wenn du mich beschützt und bewahrst von allen Krankheiten, dann werde ich dir 10% geben. Und Gott hat gesagt, diesen Deal kannst du dir an dein Bein streichen. Da macht Gott nicht mit. Gott ist nicht, den kannst du nicht manipulieren. Es ist eine Bundesfreundschaft. Das System von Gott ist komplett anders. Es gibt mir Frieden, hat nichts mit den Umständen zu tun, etwas in meinem Herzen. Es gibt wahre Sicherheit, es verleiht wahre Identität, es führt zu Dankbarkeit. Eine gebende Person ist dankbar, weil ich weiß, Gott kann nur so machen und ich bin im Himmel und ich bin tot. Weil jeden Tag, den du noch lebst, jeden Tag, wo dein Herz schlägt, bedeutet, Gott ist mit deiner Geschichte nicht vorbei. Gott kann so machen und es ist subito, finito, alles weg. Wer weiß schon, ob du morgen lebst? Niemand. Ein dankbarer Mensch sagt, oh, nochmals einen neuen Tag. Gestern war beschissen, aber heute wird es besser. Das sind die dankbaren Menschen. Es fördert zu echter Großzügigkeit, weil ich merke, ich bin beschenkt. Alles, was ich habe, was ich besitze. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Leo, wenn du dir jemals einbildest, dass du etwas Gutes und Spezielles bist, wortwörtlich, ich hau dir meine Faust in deine Fresse. So bin ich erzogen worden, hat funktioniert. Es würde grüßen Leuten auch nicht schaden. Weil es hat mir immer gesagt, bleib auf dem Boden. Bleib auf dem Boden. Bleib auf dem Boden. Du hast nichts für die Talente machen können. Was du daraus machst, ist eine andere Geschichte. Und es führt immer auch zu einem Vertrauen. Ich habe Jan Rouge gefragt, einer von unserem neuen Staff, wie gehst du um mit diesen zwei Bildschirmen, Mammon und Gott? Jan, erzähl uns deine Geschichte. Lass uns einen Applaus geben unserem Jan Rouge. Hey, genau, ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo wir sehr viel, was sehr leistungsorientiert ist oder sehr leistungsorientiert war. Als ich dann 19 Jahre alt wurde nach der Lehre, habe ich eine echt krasse Stelle bekommen. Ich durfte eine ganze Produktion leiten in einem Pharmabetrieb und habe wirklich sehr, sehr viel verdient. Also als 19-Jährigen so viel verdienen, zu Hause wohnen bei den Eltern, das ist natürlich dann, da hat man keine Sorgen zum Thema Geld und muss da auch nicht wirklich Gott vertrauen, um ehrlich zu sein. Das ist dann schon sehr einfach. Für mich war es so, oder ich hatte das Gefühl. Ich habe dann im Nachhinein auch gemerkt, es war vielleicht ein schräges Bild bezüglich den Finanzen. Nach 3-4 Jahren habe ich gemerkt, es ist jetzt Zeit für einen beruflichen Wechsel. Und dann gab es zufälligerweise gerade die Möglichkeit, im ICF anzufangen. Dave hat mich da gefragt. Ich habe da einfach mal gesagt, ja, ich mache das. Und dann, wenn man so das erste Mal dann so den etwas kleineren Lohn bekommt, dann macht man sich schon so die ersten Gedanken. Und es war für mich nicht ganz einfach. Ich habe dann immer mehr das Gefühl bekommen, ich verdiene zu wenig, ich bekomme zu wenig. Die ganzen Sicherheiten, so wie ich aufgezogen worden bin, haben dann irgendwie nicht mehr funktioniert, weil man kann dann nicht mehr so viel sparen, wie wenn man mit 19 zu Hause wohnt und so viel verdient. Und dann habe ich gemerkt, immer mehr habe ich gemerkt, es geht gar nicht darum, ob ich genug verdiene und ob ich genug bekomme, sondern es sind eigentlich genau diese zwei Bilder, oder? Vertraue ich Gott genug oder vertraue ich dem Mammon? Also vertraue ich auf mein Geld, was ich bekomme, oder vertraue ich Gott, dass er mich versorgt? Und es war für mich nicht einfach. Es ist immer noch nicht einfach. Gott zu vertrauen ist für mich eine Entscheidung, die ich treffen muss. Es ist nicht immer ein cooles Gefühl oder ein mega, es ist erst dann ein cooles Gefühl, wenn man merkt, es funktioniert wirklich. Und ich habe es erlebt, dass wenn ich auf Gott vertraue, dass er mich versorgt mit dem, was ich brauche. Genau. Komm, vielen Dank. Jan, komm on. Krass. Also Jan hat es gut gesagt, das ist ein Kampf. Das spüren wir alle, sonst wäre dieses Thema ein absolutes, so einfaches Thema, weil man sagt, Scheidungsgrund Nummer 1 und 2 ist Sexualität und Finanzen, dass man finanziell nicht gleich umgeht. Und wir werden in dieser Serie auch darüber sprechen, wie kann man Finanzen generieren, was übergibt man auch der nächsten Generation. Wir haben verschiedene Sonntage, also du musst eigentlich, ich sage jetzt mal, die Serie zusammenbleiben, dass du alles Bild hast. Aber wenn ich über den Mammon, wenn Gott über den Mammon spricht, da spürst du einen Geist, es ist eine Kraft in dir drin, wo du merkst, es ist entweder oder, der Sexualität auch so, entweder ich vertraue den Prinzipien von Gott oder ich mache mein eigenes Ding. Und Jesus sagt, du kannst nicht in der Mitte sein, du musst dich entscheiden. Und das ist der Punkt,
Christ zu sein, wir haben völlig ein anderes System als die Welt. Die Welt versteht uns oft nicht. Und wenn du zu der Bank gehst und sagst, 10% gebe ich von meinem Gehalt weg, sagt jeder Banker, wow, das funktioniert gar nicht. Und wenn du das nicht gibst, sagt Gott, wow. Wie kleingläubig bist denn du? Weil der Himmel bleibt verschlossen und zu. Und ich erkläre euch ganz kurz ein Beispiel vom See Genezareth, für die, die gerne in Israel sind. Wir sind eigentlich eine Pipeline. Der See Genezareth, Wasser fließt hinein, Ressourcen fließen hinein und am See Genezareth fließt wieder heraus. Also man bekommt und man gibt wieder weg. Das ist so der Durchlauf von Gott. Das Tote Meer nimmt wieder Mammon und gibt nichts mehr weg. Und die Frage ist, welche Pipeline bist du? Bist du einfach, du nimmst und nach außen geht nichts mehr. Und du merkst, es ist ein Kampf in unserem Herzen. Und ich liebe 2 Namen, die Gott sagt. Er sagt, ich bin der Jahwe Jireh, ich bin dein Versorger. Und dieses Wort hat sich in den Tausenden von Jahren nie aufgehört. Und ich bin El Shaddai, El Shaddai. Ich bin der Gott, der Allmächtige und kenne deine Bedürfnisse. Ich liebe das, nicht nur Gott, der sagt, ich versorge, sondern ich kenne auch deine Wünsche. Und in dieser Predigtserie habe ich mir natürlich viel Gedanken gemacht über mein Leben. Ich kann aus 30 Jahren Pastor sein, zurückschauen und ich weiß, wo ich gestartet bin, ich weiß, wo ich heute bin. Und ich habe, nicht um stolz zu sein, aber es ist meine Geschichte, ich habe 4 Autos haben wir verschenkt, 4 Autos. Immerhin. Wir haben auch 4 Motorräder verschenkt. Immerhin. Und wieso ich euch das sage, ist Folgendes. Weil wenn du das weggibst, kommt das Resultat nicht immer genau so schnell und auf die Art, die du gerne hättest. Das heißt Vertrauen, dass Gott ist dein Hirte. Vor 2 Jahren war auch Ostern. Ich hatte einen Wunsch in mir, den ich nur Gott gesagt habe ich niemandem von euch gesagt. Ich habe mir gewünscht, ein neues Motorrad, wo ich brauchen kann auf der deutschen Autobahn, das über 160, 70 fährt, das sehr schnell in den Kurven ist eine Harley, sehr, sehr teuer. Und ich habe zu Gott gesagt, ich habe die Finanzen nicht. Und ich habe das zu Gott gesagt in meiner Fastenzeit, du, wenn ich schon dein Herzen berühre, ich habe auch noch ein Herz. Und habe das Gott ganz heimlich gesagt. Ich habe das niemandem gesagt, nicht mal meiner Frau, weil dann beginnt die Diskussion. Weißt du, was ich meine? Man muss schlau sein. Man muss nicht immer alles sagen. Aber Gott hat gesagt, das ist so mein Herzenswunsch, so unter uns. Und das hat niemand gewusst. Innerhalb von 2 Monaten hat mir ein Geschäftsmann aus dem Nichts raus und eine Person an Ostern uns einen Geldbetrag geschenkt. Den habe ich noch nie bekommen. Und ich nahm das Geld, habe es auf die Theke gelegt beim Harley, gesagt, bumm, hier ist Cash. Und habe eine niegelnagelneue Harley kaufen können. Was ich mit dem sagen möchte, ich sehe eure Gesichter und denke, wow, das ist krass. Ich möchte euch sagen, Gott vergisst dein Herz nicht. Gott kennt doch deine Wünsche. Ich habe 2 Söhne. Hast du das Gefühl, ihre Wünsche sind mir egal? Nee, ich nehme Notiz und manchmal denke ich, ja, habe ich gehört, das braucht ein bisschen länger. Und das ist noch nicht gut für deine Entwicklung. Aber ein Vater, eine Mutter, habe ich noch nie gehört zu sagen, ich bin bei meinen Kindern mega geizig. Die sollen mal zuerst lernen. Nein, ein Vater, Mutter muss immer schauen, dass du nicht zu viel gibst, weil es sind deine Söhne und deine Kinder. Amen, stimmt das? Gott ist genau der gleiche Gott. Ich möchte zum 2. Punkt kommen. Wie kann man den Kreislauf vom Mammon zum Segen von Gott stoppen? Wie kann man den Mammon stoppen? Wie kann man den brechen? Das ist eine mega wichtige Frage. Wie kommt man da hin? Es gibt eine gute Geschichte im Alten Testament, Kain und Abel in 1. Mose 4, Vers 3-4. Eines Tages kam Kain etwas vom Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer. Einfach, er gab ein bisschen etwas, so was er noch hatte. Aber Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige der ersten Lämmer seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Also eine brach so ein bisschen so, habe ich auch noch, und der andere hat wirklich ein krasses Opfer gebracht. Und das heißt im Vers 4-5, der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain hingegen
hat er gesagt, das schaue ich mir nicht mal an. Also wenn man die Bibeltext liest, denkt man, ist jetzt das ein undankbarer Gott? Hier, die Bibel ist immer krass von den Bildern her, um uns etwas zu sagen. Und was Gott mit dem sagen möchte, wenn du einfach ein bisschen etwas gibst, weil man das so macht, aber du meinst nicht ehrlich, hat Gott keine Freude daran. Es sind auch die Christen, die sagen, eben siehst du, einen ehrlichen Geber hat Gott gerne, einen fröhlichen Geber hat Gott gerne. Ja, diese Bibeltext zitieren Menschen mit dem Mammongeist. Den habe ich noch nie zitiert. Weil wenn ich einen Bund mit Gott mache, habe ich einen Gott, als ich zum Glauben kam, jubelt der ganze Himmel, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Ich habe einen jubelnden Gott. Ich habe mit Gott einen Bund gemacht. Das heißt, Gott wird für jedes Detail für mein Leben sorgen. Das heißt, ich bin so begeistert, dass Gott ist mein Friede, meine Freude, meine Gerechtigkeit, meine Lösung. Ich bin dermaßen begeistert, weil die Güte des Herrn hat kein Ende. Und wenn die Güte des Herrn kein Ende hat, dann ist doch logisch, dass ich begeisternd einem Vater gebe, der begeisternd auch für mich sorgt. Und was ich mit dem einfach erklären möchte, ist, ich hoffe, du verstehst den Punkt. Es ist ein Riesenkampf. Und das spüren wir alle. Welchem System vertraust du? Ist es der Mammon? Das ist die Welt, wie sie funktioniert. Aber Gottes System ist komplett anders. Und ich bin so begeistert, wenn ich die Geschichten und die Wunder von der Bibel lese, möchte ich auch dabei sein, aber am liebsten ohne diesen Kampf. Ich möchte ganz kurz eine Auflistung geben und ich möchte das nur ein bisschen anstreifen, wie man den Mammon stoppen kann. Den Mammon kannst du nur stoppen. Und es gibt keinen anderen Weg, als du, wenn du beginnst zu geben. Du kannst den Mammon nicht durchbrechen, einfach mit positiv sprechen, sagen, es ist nicht mein Spirit, sondern geben bricht den Geist von Mammon. Also wenn du nicht gibst, dann möchte ich dir klar und deutlich sagen, der Geist von Mammon, du spürst das, Geiz, Unglaube, alle diese Dinge, ich sage nicht, jeder beginnt irgendwo. Aber du spürst diese Wörter, du spürst diese Kraft. Ich habe eine Auflistung gemacht. Man beginnt mit einem Opfer. Man beginnt am Anfang, habe ich einfach gespendet. Da war eine Euronote drin. Am Anfang beginnt man einfach mal, du musst es mal ein bisschen erleben, ein Opfer. Es kostet dich etwas, aber ich bin begeistert. Dann kommt die Erstlingsfrucht. Die Erstlingsfrucht ist das von allem, was man zum ersten Mal bekommt. Wenn du zum ersten Mal Dividende bekommst, gibt man alles weg. Wenn du zum ersten Mal ein Gehalt hast, gibst du den ersten Gehalt weg. Das allererste Mal, wo du etwas erlebst, gibst du weg. Das haben die Juden gemacht im Vertrauen. Es tut brutal weh. Der Geist von Mammon ist gebrochen auf einem Schlag und deine Seele wird laut werden. Und dann wirst du lernen, den Zehnten zu bringen, zu geben. Und dann irgendwann merkst du, man kann auch freiwillig spenden über das Große. Und es gibt auch die Gabe vom Geben. Und man sagt etwa, jede 9. Person hat die Gabe vom Geben. Gott hat ihm eine Gabe gegeben, Finanzen zu generieren und auch zu geben. Joel Vögeli hat eine krasse Geschichte erzählt im ICF-Staff. Und ich habe gedacht, das müsst ihr auch hören, weil die Erstlingsfrucht ist ja so etwas in der Kirchenlandschaft. Das hört man nicht so oft und du hast eine krasse Story erlebt. Ja, man hört es nicht so oft, aber ich habe es mal gehört und habe immer gedacht, das ist so cool. Erstlingsfrucht, ich finde das so etwas Dankbares, aber das Problem ist, ich bin seit über 20 Jahren hier angestellt und plane auch nicht, eine neue Stelle irgendwie anzufangen. Das heißt, ich weiß nicht, wie ich das jemals erleben darf. Mein Vater hat mir mal erzählt von einem Pastor, der auch in der Wirtschaft als Berater angestellt wird und angefragt wird. Und das hat mich immer fasziniert. Hat so einen Traum in meinem Herzen gesät. Wie schön ist es, wenn Weisheit, Erfahrung aus der Kirche in der Privatwirtschaft plötzlich Wert hat. Und vor einigen Jahren ist es tatsächlich bei mir in meinem Leben dieser Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Quality Manager und Prozessmanager. Und diese Schule hat mich danach angefragt, Joel,
Wir sehen, du hast so viel Erfahrung. Könntest du nicht bei uns Dozent werden in unserer Schule? Wir brauchen dich in den Themen Teambuilding, in den Themen Kommunikation. Hast du so viel Erfahrung? Wir hätten dich gerne als Dozent. Und so mache ich das 6 Tage im Jahr. Es ist erstens eine Riesenbereicherung für mein Leben, ein Ausgleich. Ich kann Erfahrungen sammeln. Es inspiriert mich wieder für meinen Job, den ich hier mache. Und vor allem auch, es ist so gut bezahlt und nochmal ein wunderbarer Zustupf. Es ist für mich ein absolutes Wunder, wie Gott das eingefädelt hat. Und jetzt kommt die traurige Geschichte. Ich habe es wieder verpasst, das Erstlingsopfer zu geben. Und es hat mich so genervt, irgendwie eine Zeit später, irgendwie habe ich das gemerkt. Es ist so schade. Anyway, ich war joggen vor einem Jahr und dann war ich so joggen im Wald und plötzlich stoße ich, weil ich höre so durch die ganze Bibel, auf diesen Bibelvers aus dem 3. Buch Mose. Das ist so, da hört man manchmal so wenig erbauende Bibelverse, aber ich habe den Bibelvers gesehen. Bringt den mal. Der Schuldige, wenn man etwas vergessen hat zu bezahlen, dem Heiligtum etwas vorbehalten hat, kann man es wieder bringen und einfach einen Fünftel dazu. Und da habe ich gemerkt, diese Bibelstelle ist genau für Leute wie mich, die einfach mal wieder etwas vergessen und verpeilen. Und so habe ich einfach gemerkt, diesen Bibelvers, den nehme ich jetzt einfach und habe gemerkt, mit so einer Leidenschaft, das ist so ein Wunder, was Gott in meinem Leben getan hat. Und ich mache jetzt rückwirkend, mache ich noch einen Fünftel obendrauf und soll so diese Erstlingsfrucht kann ich in die Kirche spenden. Und ich hatte einfach so Freude, dass Gott das wie eröffnet hat. Und er hat ein Wunder in meinem Leben getan. Er ist mein Versorger. Und mit so einer Freude durfte ich diese Erstlingsfrucht mit einem Fünftel, ein bisschen verzögert, da noch reingeben. Geben! Nee, die Geschichte, du hast es etwas erzählt im Staff-Meeting, er war so begeistert. Dann haben wir gedacht, diese Begeisterung, diese Leidenschaft, fasziniert mich das im Thema von den Finanzen. Gott hat einen krassen Job gegeben in dem Sinne und einfach, dass man Dinge auch im Nachhinein korrigieren kann. Nochmals ganz zurück zu diesem Kreislauf und ich möchte auch mit dem heute ein bisschen enden. Und zwar ganz, ganz einfach, man beginnt entweder, man sagt, okay, ich mache einen Step raus. Und es ist einen Step raus und ich vergesse nie die Art und Weise, ich bin gelernt worden von meiner Mutter und ich möchte mit dem enden, weil darum ist dieser Beutel, den ich euch verteilt habe, so wichtig, weil meine Mutter hat mir gelernt, in der Fastenzeit zu verzichten. Und ich habe das jedes Jahr gemacht und ich habe das jedes Jahr gebracht und ich habe jedes Jahr so eine Freude. Das ist so ein krasses Glücksgefühl, wenn man das in der Kirche bringen kann. Es gibt viele soziale Projekte, die man unterstützt und ich habe das so cool gefunden. Dann kam ich aber in das ICF und hatte noch nie vom 10. gehört. Ich bin ja katholisch aufgewachsen, da bezahlst du bei den Steuern die Kirchenabgaben, oder? Und das hat mich total schockiert. Ich hätte mir gewünscht, es steht in der Bibel nicht so. Jetzt kann man sagen, ja, es ist Altes Testament, aber im Neuen Testament wird es schlimmer. Für alle, die den neuen Bund glauben, God bless you. Weil im Alten Testament haben sie 10% gebracht. Und ich möchte diesen Bibeltext vorlesen, um euch das erklären. Malachi 3, Vers 10, bringt den 10. Teil eurer Erträge im vollen Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratshäusern keinen Mangel herrscht. Der Tempel war das Haus vom Herrn. Es ist nicht ein Missionswerk oder irgendetwas. Man bringt es in den Ort, den du geistlich genährt wirst. Dann habe ich das gelesen und wenn du sagst, es ist Altes Testament, im Neuen Testament haben sie alles gebracht. Dann haben die Ältesten das verteilt. Das können wir auch machen. Also ich sage jetzt nur, das Angebot 10 oder alles finde ich jetzt ein bisschen lieber 10%. Was ich mit dem sagen möchte, du kannst auch 8% auf 7% runterschreiben, es ändert nichts daran. Es geht mathematisch nicht auf. Jeder Banker sagt, es geht nicht auf. Da denkst du, ja, das stimmt, das denke ich auch immer. Aber Glauben heißt zu vertrauen, dass das Erste von einem Gehalt geht weg in das Reich Gottes, in die Church. Das ist das Erste von meinem Gehalt, das weggeht. Jeden Monat ist der 10. Und wie kommt man dahin? Indem du es tust.
Und es gibt einen Moment, wo man diesen Glaubensschritt geht und sagt, der Geist von Mammon, mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Ich entscheide mich, und es ist eine Herzensfrage, Gott zu vertrauen. Eine Sache habe ich vergessen und die möchte ich doch noch bringen. Und ich war ein bisschen, letzte Woche hatte ich so einen Offenbarungsmoment, der hat mich ein bisschen traurig gestimmt. Aber ich möchte es mit dem enden. Es gibt eine Studie in Amerika, jetzt kann man sagen, ja Amerika, aber es gibt eine Studie around the world, die sagt, nur 17-30% von allen Christen praktizieren den Zehnten. Dann habe ich gedacht, das ist ein bisschen extrem, das ist ein bisschen so, das kann doch gar nicht so sein und so. Dann hatte ich eine Predigt gehalten letzten Sonntag, die war nicht geplant, über der vierfache Ackerboden. Ich möchte euch nochmals die Grafik zeigen. Und wenn man die Grafik anschaut, 3/4 vom Ackerboden ist nicht fruchtbar. Das ist genau die Statistik, die Amerika sagt, dass 3/4 der Leute, die in eine Church gehen, nicht den himmlischen Boden haben. Weil ich gebe nicht nur, dass es auf diese Erde aufgeht. Die Bibel sagt, du kannst dir Schätze ansammeln im Himmel. Die Ewigkeit gibt es auch noch. Also ich sehe es ja bei einem von euch, ihr habt die Haare schon in den Himmel hochgeschickt. Hure viel. Da habt ihr Glauben bei den Haaren, stimmt das? Und ich habe gemerkt, das ist eine Gesinnungshaltung. Wir machen die Serie aus einem Grund, weil ich in allen Jahren festgestellt habe, Finanzen ist eine negative Kraft. Und ich möchte, dass du zu einer Frau und einem Mann wirst, die großzügig ist, die das ausstrahlt. Das hat nichts zu tun mit Wohlstand, das ist eine Herzenshaltung. Ich möchte euch mit einem Satz enden. Ich habe noch nie einen Tag, und das meine ich auch, wie ich es jetzt sage, ich sage es ganz krass, superlativ, bin noch nie einen Tag aufgestanden und ich war nicht dankbar. Das ist großzügig, weil ich weiß, Gott hat mir nochmals einen Tag anvertraut. Ob es Nebel hat oder zu lange Nebel ist oder zu lange kalt ist, jeder Tag ist ein Geschenk des Herrn. Das meine ich mit dem dankbar zu sein, hat das Gefühl, ich bin beschenkt. Mit Leben, mit Möglichkeiten. Ich habe so viele gute Freunde und ich hatte auch mal gute Freunde. Die einen kommen, die einen gehen. Aber ich bin so dankbar. Und das ist eine Herzenshaltung. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auf deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du da einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache. Abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.